Ich habe früher praktisch nichts für meine Psyche gemacht oder nicht bewusst etwas für meine Psyche gemacht. Mittlerweile habe ich mir einfach geplant Auszeit. Also zum Teil habe ich einfach wirklich die ganze Zeit gearbeitet und dann habe ich wie so den Boden unter den Füßen verloren. Und dann habe ich plötzlich angefangen, geplant, einfach wirklich mal Auszeit zu nehmen und auch zum Teil ein Wochenende wirklich, wie man als Wochenende könnte, zu machen. Und wenn ich einfach mal Zeit brauche, um einfach nachzudenken oder Sachen zu machen, die mir Spass machen, dann schaue ich, dass ich das machen kann. Zum Beispiel einfach eine Runde an den See zu gehen oder etwas in diesem Stil. Viel. Ich tausche mich viel aus, sei es mit meinem Freund, mit meinen engsten Kollegen oder mit meiner Familie. Ich kann eigentlich bei allen offen über alles reden, wenn mich etwas belastet. Und ich würde auch sagen, dass ich mir auch wirklich täglich eine gewisse Zeitspanne Zeit nehme, um Sachen reflektieren, so wie ist der Tag gesehen, was hat mich glücklich gemacht, was weniger, was ist gut gelungen, was nicht. Und ich führe halt auch so ein Tagebuch, das über 5 Jahre hinweg geführt wird. Und dort schreibe ich auch Sachen auf, die halt auch belastend manchmal sind. Und ich denke, mit Gespräch ist das sicher gut. Das tut mir gut. Ich schaffe mir einen Raum durch Entfaltung von Kunst und Balsam auf meine Seele, indem ich Geige spiele oder andere Instrumente, allgemein musizieren oder malen oder lesen, Musik hören. Und ja, genau, eigentlich so das. Er schafft mir so einen Raum, wo ich nirgends anders bekomme. Also ja, sehr angenehm. Ich mache Sport. Ich mache viel Sport und ernähre mich gesund. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es hat mehr auf sich, als man denkt. Regelmäßig Sport machen ist gut für den Körper und Geist und die Ernährung unterstützt. Für die Psyche, es sind eigentlich wirklich die Sachen, es sind eigentlich so ein bisschen die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Es ist der Schlaf, es ist der Sport, es ist die Ernährung, es sind die richtigen Leute um einen herum. Es sind auch so gewisse Sachen wie Liebe, die etwas dazu beitragen kann für die Psyche. Einfach so ein bisschen in eine gesunde Richtung. Für meine Psyche gehe ich sehr viel in die Natur. Ich tausche auch mit Leuten mich darüber austauschen, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Ich gehe sogar in die Kirche. Ich tue mich dem Glauben zuwenden, weil ich einfach dort Halt finde und Beständigkeit. Und das ist für meine Psyche sehr wichtig, weil ich denke, wir leben in so einer schnelllebigen Welt, dann ist das etwas Gutes, wenn man wenigstens irgendwo Beständigkeit hat. Ist noch schwierig zu sagen. Also, wenn ich merke, mir geht es nicht so gut, versuche ich irgendwie etwas zu ändern. Ist aber auch sehr schwierig. Aber ja, meistens so ein bisschen einfache Sachen wie an die Sonne, etwas rausgehen machen, Kollegen etwas machen. Manchmal auch schon nur ein bisschen gesünder wieder ernähren, einfach so, dass man wieder ein bisschen Motivation hat. Ja, so Kleinigkeiten versuche ich zu ändern. Pausen. Pausen, sehr viele Pausen. Ich bin sehr ein verkopfter Mensch. Ich bin sehr viel in meiner Gedankenwelt unterwegs. Darum brauche ich dort auch viele Pausen, um nicht verrückt zu werden. Yes, also immer gut ein bisschen Ruhe ins Leben bringen. Ich gehe regelmäßig zu der Therapeutin, wo ich 1 bis 2 Mal im Monat gehe. Dann schaue ich auch mega, dass ich Zeit für mich selber nehmen kann und dass ich auch so ein bisschen Balance habe zwischen meiner Zeit und auch soziale Kontakte, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch, dass der Mensch auch ein bisschen unter die Leute geht, aber dass man sich auch bewusst auch manchmal Zeit nimmt für sich selber. Das Beste, was es gibt, an einem ruhigen Ort hingehen, hinliegen und über das Leben nachdenken. Vielleicht mal ein Buch lesen, vielleicht mal jemanden mitnehmen. Aber einfach, ich würde sagen, einfach den Moment genießen. Das ist für mich das Wichtigste, ja. Momentan, also es ist immer, dass meistens ist es ein bisschen mehr
dann ist es wieder ein bisschen weniger. Kommt immer darauf ab, wie viel Stress ich habe, also Stress bzw. was ich um die Ohren habe, ja, was gerade bei mir läuft im Leben. Wenn ich jetzt arbeite und ich merke, ja, es ist gerade ein bisschen viel, ich habe mehr Kopfschmerzen, mein Körper gibt mir ein Signal, dann weiss ich, jetzt brauche ich einen Tag in der Woche, wo ich einfach laufen kann, sei es mit Musik, ruhiger Musik oder ohne Musik, wo ich einfach nur schaue, wie die Gräser sich bewegen auf dem Land oder wie die Vögel zwitschern oder keine Ahnung, am See bin und den Wellen zuschaue. Schon das hilft mir mega. Und sonst schreibe ich viel meine Gedanken auf. Also jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil ich nicht so viel Zeit habe in dem Sinn. Aber ich finde, dass ja, mentale Gesundheit etwas sehr Wichtiges, weil durch das kannst du eigentlich dich selber reflektieren und durch selber reflektieren kommst du wieder zu dir selber. Und ich finde, ja, ich sollte eigentlich jeder machen und es sollte das Bewusstsein da sein, dass das viel mehr Leute machen und dass durch die mentale Gesundheit auch viel auf den Körper geht. Zum Beispiel meine ganzen Rückenschmerzen oder Migräneanfälle und Kopfschmerzen kommen von einem Teil von psychischen Belastungen und ja, das sollte man eigentlich viel mehr im Fokus haben, wie zum Beispiel Medikamente einfach einnehmen oder gefühlt ja, zum Arzt springen gerade. Es läuft viel mehr im Kopf ab, wie man sich das denkt.